Hallo, Focus. It's me. Hello. Okay. Heute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich hoffe, ihr habt eine mega schöne Woche gehabt. Ich bin gerade mega motiviert. I'm sorry. Um was geht's heute? Ihr habt es sicher schon im Titel gelesen. Und zwar, das findet Mädchen bei Jungs attraktiv. Natürlich kann man das jetzt überhaupt nicht verallgemeinern. Ich glaube, jeder da draußen weiss, dass das so ein bisschen individuell ist und geschmacksbedingt und dies und das. Und ich glaube, ja, ich muss euch das gar nicht erzählen. Und dass es noch gesagt ist, Jungs, fühlt euch nicht angegriffen. Ihr müsst euch auch überhaupt nicht verändern oder euch irgendwie dem anpassen, was jetzt gesagt wird oder sonst irgendwas. Bleibt am besten euch selber und ja. Es geht so ein bisschen darum, um die Sachen, die am meisten gesagt worden sind von Girls. Also ich habe zum Beispiel auf Instagram gefragt, ich könnte mir gerne folgen, ich heiße nicht Notisiel Unterstrich. Und ich kann nicht so viel haben, sondern fangen wir doch heute ein Video an. Let's go! Wenn sie wissen, dass sie attraktiv sind, ich muss das kurz erklären, es geht überhaupt nicht darum, von Wohlfühlen in seinem Körper. Im Gegenteil, ich meine, wenn ein Bub sich wohlfühlt in seinem Körper und das ausstrahlt, dann ist das ja auch positiv, also das ist ja auch attraktiv so für uns. Aber es geht jetzt eher um das Macho-Typige, also wenn sie wissen, dass sie jede Frau könnten haben und dann uns dementsprechend auch so behandelt. Und das ist halt einfach nicht nice. Wir wollen lieber so ein bisschen uns fühlen, als wären wir die einmalige Person und hätten das grösste Glück, das in uns haben. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, und wenn dann so eins macht auf... Ja, ich weiss, ich bin hübsch und ich kann jede haben und... Das ist nicht so, das mögen wir nicht so, ne? Das ist nicht so nice. Der nächste Punkt geht eigentlich auch schon in die Richtung, und zwar über das Angeben. Gerade so beim ersten Date, also wenn ihr darüber redet, wie geil ihr seid, wie viel Geld ihr habt, was ihr alles in eurem Leben erreicht habt, dies, das. Das ist einfach nicht so nice. Also ich glaube, ihr findet es halt viel mehr attraktiver, wenn ihr von eurer Persönlichkeit redet. Zum Beispiel, ja, vielleicht Gefühle zeigt, was vielleicht euch bedrückt oder wie es euch geht oder einfach so Sachen viel mehr. Und ich weiß nicht, wir sind nicht beeindruckt, wenn ihr euch sagt, wie viel Geld ihr habt und was ihr alles schon dies und das und die Medaille und so. Und das, ich weiß nicht, das ist nicht so ansprechend für uns, wir sind nicht beeindruckt nachher. Oh, ein Punkt, den auch sehr viel geschrieben haben, und zwar so ein bisschen allgemein eine Sucht. Das ist jetzt egal, ob das irgendwie Rauchen ist, Alkohol oder vielleicht Game oder sonst irgendwie etwas, wo halt wirklich mit einer Sucht verbunden ist. Ich glaube, das findet ein Bub genauso nicht attraktiv bei einer Frau. Ich glaube, grundsätzlich ist das doch individuell. Ich meine, wenn jetzt eine Frau auch gamet oder auch raucht, dann findet sie das logisch auch dann nice, wenn man das teilen kann. Es geht eher ein bisschen darum, wenn man sich dann vielleicht auch so ein bisschen vernachlässigt fühlt oder eben vielleicht auch gerade zu rauchen. Kann ich jetzt vielleicht auch verstehen, wenn du dann nachher stinkst oder dies, das ist einfach nicht so nice. Okay Jungs, wir kommen zu einem Punkt, der auch wichtig ist, und ich glaube, das kann schon jedes Mädchen unterschreiben. Und zwar, wenn ihr am Boden spuckt. Ich sehe das so oft, egal ob am Bahnhof oder irgendwie so überall. Ich finde das so ekelhaft und ich verstehe es nicht. Und keine Ahnung, es ist nicht attraktiv. Ich glaube, das musst du gar nicht erklären, es ist einfach so ein bisschen nicht so attraktiv. Der nächste Punkt ist wieder so ein bisschen, es geht um Style, eben, es ist wahrscheinlich wieder komplett individuell, aber es sind auch sehr viel geschrieben und darum nehmen wir jetzt ins Video, und zwar Skinny Jeans oder allgemein einfach enge Jeans. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat es so ein bisschen mit dem Mode gerade jetzt zu tun, vielleicht hat es damit zu tun, dass, ja, zum Beispiel gerade so bei Leggings siehst du dann so den Abdruck zwischen den Beinen, vielleicht ist das nicht so attraktiv, I don't know! Aber ja, falls ihr da aus Skinny Jeans habt und ihr euch wohlfühlt, dann ist natürlich auch voll super. Was natürlich nicht fehlen, Unpflegtheit, unhygienische Sachen, aber ich will wahrscheinlich sagen, das ist bei Buben genauso. Allgemein einfach Hygiene, ihr sollt nicht nach Schweiß stinken, euer Körper pflegen, euer Haar, alles dies, das, vielleicht eure Fingernägel und ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Voraussetzung, die ein Mann für eine Frau will, würde ich jetzt mal so behaupten. Und darum schaut auf eure Hygiene und euer gepflegtes Aussehen. Der nächste Punkt ist ein Flumschnauz. Leute, das ist so eine Mischung zwischen Schnauz und nicht Schnauz. Klar, es ist wieder individuell, es gibt Frauen, die stehen auf Bärte und Schnauz, es gibt Frauen, die finden es nicht nice, aber ich glaube, so Flumschnauz, ja, finden viele Frauen nicht so attraktiv, weil es auch genau so ein Zwischending ist, was einfach irgendwie einfach so... I don't know. Ich habe auch schon mit ein paar Jungs darüber geredet und die sagen halt oft, das ist so mühsam, wenn du den mal rasiert hast, dann musst du nachher immer anfangen zu rasieren, was dann nervig ist. Ich kann es irgendwie auch verstehen, aber schlussendlich musst du wahrscheinlich irgendwann dich anfangen zu rasieren, wenn du dann keinen Bart willst haben. Und darum früher oder später, keine Ahnung, kommt es ja nicht so drauf an. Ich glaube, der nächste Punkt kann man vielleicht auch fast schon in der Beziehung selber dann sehen. Und zwar einfach, wenn er ihr keine Aufmerksamkeit schenkt. Das ist wahrscheinlich genau wieder umgekehrt bei Mädchen. Aber es geht so ein bisschen um das Allgemeine, so ein bisschen aufmerksam sein, ihr zuhören. Vielleicht zum Beispiel, wenn sie von einem Problem von dir erzählt, dass dann irgendwann später mal wieder nachfragst, hey, wie ist denn
so ein bisschen. Oder allgemein so ein bisschen diese Sachen und eben vielleicht auch wieder bei Suchtmitteln, wenn sie zum Beispiel jetzt, ja einfach wenn sie sich auch zum Beispiel über das vernachlässigen und so. Einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit, die kleinen Details, die machen es aus. Real Talk, die machen es einfach aus. Zum Beispiel wenn du jetzt vorhast, ihr mal Schoki zu kaufen oder I don't know, dann kaufen ihr ihre Lieblingsschoki, was ich zum Beispiel mal gesagt habe, ja meine Lieblingsschoki ist Ovomaltine und dann ist für die Frau etwas mega krasses, wenn du dann ihr genau die Schoki schenkst, anstatt einfach irgendeine Herzli-Schoki oder weiss ich auch nicht. Das ist etwas viel Spezielles. So. Was auch recht abtönend und unattraktiv ist, ist so ein bisschen das Desinteresse. Also das allgemeine Desinteresse am Kennenlernen von einem selber. Das geht eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung. Gerade zum Beispiel, wenn du etwas erzählst, dann will man, dass der Bub sich interessiert für das Mädchen, für die Story, wie es ihr geht, was passiert ist in ihrem Leben, für ihr Leben. Ja, eben so ein bisschen das Allgemeine. Wenn man zum Beispiel ein Hobby hat, dann ist das etwas mega Schönes, wenn er sich für das Hobby interessiert. Er muss dann nicht auch das anfangen, sondern einfach mal so ein bisschen sich dafür interessieren. Ich glaube, beim Bub ist das genau umgekehrt. Wenn er zum Beispiel etwas gamet, ist das für einen Bub mega nice, wenn sie dann einfach mal fragen geht, hey, was gamest du eigentlich? Einfach so Sachen oder auch zum Beispiel Familie kennenlernen. Ja, das macht es halt auch mega attraktiv und da hat halt das Mädchen auch mega Freude. Also merkt euch, Interesse zeigen an ihrem Leben. Okay, nächster Punkt, wieder gefasst machen, das ist wieder ein Punkt, wo so viele hineingeschrieben haben. Also wirklich. Und ja, das habe ich auch schon selber erlebt, darum I can speak from my Erfahrungen. Und zwar, wenn ein Bub anders ist in einer Gruppe, als wenn er mit dir selber ist. Nicht falsch verstehen, jeder Mensch ist anders in einer Gruppe, als wenn er mit einem Partner oder mit einem Crush oder so selber ist. Das ist logisch. Ich glaube, jeder hat da so ein bisschen seine Seiten. Die sind ja auch nicht gleich, wenn ihr mit eurer Familie unterwegs sind, als mit euren Kollegen. Das ist ja logisch. Es geht bei uns so ein bisschen darum, dass ihr so in der Gruppe cool sein und uns dann ganz anders behandelt, als wenn ihr mit uns alleine sind. Wenn wir mit uns alleine sind, dann sind wir mega lieb, mega herzig, dies, das, könnt über alles reden. Und sobald ihr in der Gruppe sind wir gerade so die Machos, machen uns teilweise noch fertig, probieren dann so cool zu sein, so ein bisschen angeben vor den Kollegen. Ich weiss nicht, ich kann mir vorstellen, vielleicht haben die Buben das Gefühl, dass wir dann beeindruckt sind von ihnen, aber das sind wir halt wirklich überhaupt nicht. Ja, darum, wenn ihr in der Gruppe sind, fänden wir es nice, wenn ihr uns irgendwie ungefähr wieder gleich behandelt und nicht wie ein Stück Scheiße. Wir kommen zum letzten Punkt, und zwar, wenn Jungs unsicher sind in ihrer Maskulinität. Also zum Beispiel so Sachen wie, ich glaube, das ist vor allem auch vielleicht so ein Gruppendruck oder allgemein bei Jungs vielleicht so ein bisschen so, dass sobald man irgendetwas Weibliches macht, dass man dann gerade sagt, oh, das ist schwul, das ist nicht männlich. Ich kann zum Beispiel Gefühl zeigen, oder brüllen. Warum ist das so in der Gesellschaft nicht akzeptiert, wenn ein Bub heult? Ich habe das Gefühl, alle sagen dann immer, oh, du bist so schwach, so eine Pussy oder so Sachen. I don't understand. Wir Mädchen finden das im Fall Real Talk viel attraktiver und es ist viel stärker, wenn du deine Gefühle kannst zeigen. Bei uns löst das viel mehr aus, als wenn du eins machst auf «Es hat dich nicht verletzt». Und ich glaube, recht viele Mädchen, die sich selber schminken, haben irgendwann früher oder später Bock mal seinen Freund selber zu schminken oder irgendwie eine Maske zu machen oder weiss ich auch nicht. Da spreche ich jetzt nur aus meinen Erfahrungen natürlich. Oh shit! Oh. Oh fuck, was mache ich da für einen Scheiß? Darum ja, es ist viel nicer für ein Mädchen, wenn ihr da bei diesem Scheiß so ein bisschen mitmacht, als wenn ihr dann eins macht und das ist schwul. und du kannst das, ja, nee, abfahren, Bruder, abfahren. Also wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann ist es etwas anderes. Es geht so ein bisschen darum, dass ihr es nicht wollt, weil ihr das nicht männlich findet. Wisst ihr, was ich meine? Es sind wirklich euch selber. Ich glaube, das macht euch wirklich am attraktivsten, wenn ihr euch selber sind. So, das war es schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch unterhalten und ihr habt etwas lernen oder mitnehmen mit dem Video. Gebt doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht kann ich mal eine umgekehrte Version machen, zum Beispiel was Mädchen attraktiv finden an Jungs oder auch ganz umgekehrt, was Jungs unattraktiv finden an Mädchen oder irgendwie so. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock habt auf das. Ich glaube, ich würde es auch sehr spannend finden, was Jungs an Mädchen attraktiv finden. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ganz wichtig, die Glocke aktivieren und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Das ist ein sehr informatives Video, muss ich also schon sagen, oder? Ich meine, super.